Ach ne, Herrschaften, manchmal macht die schönste Verwandtschaft wirklich keinen Spaß mehr. Besonders wenn die liebe Angehörigen so dämlich sind wie meine Lieben. Mit jeder Kleinlichkeit kommen sie angekleckert, für das man sie helfen soll. Und hinterher ist man selber noch der Dumme. Steht man da wie so ein angeschmierten Halbaffe. Was hab ich zum Beispiel für unser Tante Friedchen bald die Beine ausgerissen? Wie genau am 30. Hochzeitstage ihr lieber Wilhelm stiften ging damals. Nur weil er auf Mallorca diese eine Jungwitwe drauf reingefallen war. Ja, ade, mein Wanne-Eickel. Und ab zu diese Ziege nach Wuppertal. Oh, die war richtig gelähmt, unser Tante Friedchen. Starr wie eine Salzsäure saß sie den Tag am Küchentisch. Kein Jammern, keine Träne, sondern mit so ganz unbewegliche Gesichtszüge saß die da. Und hat sich ein Klaren nach dem anderen runtergekippt. So sehr hatte sie der Wille mit seiner Lebensmittelkrise im Herz getroffen. Vor 30 Jahren hat er ihr sein Ja-Wort gegeben, weiß geheiratet, mit Schleier und Kalbsrollbraten. Und dann war sie 5 Jahre nach der Silberhochzeit auf einmal nicht mehr jung genug für ihn. Ist klar, dass die Frau so ein Hammer nicht mit einem einzigen Pülleken runterspülen konnte. Oh, die fing nur richtig an, wenigstens an Alkohol nachzuholen, was sie der ganze Ehe lang verkniffen hatte. Ja, und da sagten sie natürlich alle für mich: Komm, Adolf, tu wat. Wenn du die beiden nicht wieder einrenken kannst, wer soll es dann machen? Na, ich also runter nach Wuppertal, den Wilhelm gebettelt wie ein lahmen Droschkengaul, Drohungen ausgestoßen und seine Mannesehre an Portemonnaie gepackt. Und wie ich es endlich geschafft hatte und mit ihm wieder bei Friedchen vor der Tür stand, er noch am Bahnhof extra ein Alpenpfeilchen gekauft für die Reue, da sagt die Frau doch glatt: Nee, meint sie, eigentlich braucht sie ihm nicht mehr, weil der Schnaps ihr sehr viel besser bekommen täte als wie er. Ja, war nix zu machen. Und dafür hat ich mich so abgestrampelt. Und seitdem bin ich immer am Spekulieren, wenn das Unglück einer Ehe am Horizonte angewackelt kommt, nicht, dass man so eine Hochzeit lieber gleich im Keime erstickt. Gerade jetzt, mit meiner Nichte Ramona. Die ist doch 27, hat natürlich schon die eine oder andere Enttäuschung hinter sich in ihrem Alter. 4 Jahre alleine mit diesem einen Macker von der Spionageabwehr. Der war da doch richtig als Agent am Arbeiten. Ganz geheim kam der erst immer nach Einbruch der Dunkelheit mit seiner Düsseldorfer Autonummer und hatte Ramona uns alle schwören lassen, die ganze Familie, dass wir niemals drüber reden würden, weil so russische Geheimagenten schon hinter ihm her wären. Und die schießen ja mit Schallschluck, also ganz umweltfreundlich, ohne Radau. Das hört man gar nicht, da fühlt man sich nur noch getroffen, wenn es zu spät ist. Und dass man ihm nun nicht stickum umlegen könnte, so mit Zielfernrohre von einem benachbarten Baumwipfel aus, da trug der Mann einen extra Decknamen für. Also durfte er mit einer Sondergenehmigung von ganz oben, da durfte der sein Name sich da, also mal sagen, ganz anders heißen, wie er heißt. Und das war ehrlich große Liebe bei Ramona 4 Jahre lang. Nicht, aber können Sie gucken, so ein Ding. Nicht nur hat sie endlich mal einen Freund mit einem seltenen Beruf und dann darf sie da nicht mal mit dem Kino oder auf eine Kirmes gehen, nur für die russische Feinde und Agenten da unerkannt für zu bleiben. Naja, wie jetzt allerdings der Feind in Wirklichkeit als eine Düsseldorfer Ehefrau entpuppte, da ist in den Mädeln natürlich eine ganze Geheimwelt eingebrochen. Ehrlich, also bei die könnte jetzt James Bond persönlich kommen. Nicht, die traut von diesen 00-Brüder keinen mehr übern Weg. Naja, aber wie es so geht, jetzt ist er auf ein Angestellter von Bochum abgefahren, sagt man ja heute für. Der macht auch erst einen ganz anständigen Eindruck, nicht, und heißt Udo, gut verdienend, bescheiden, sauber, immer in Schale. Aber ich hab den Braten gleich gerochen, sag ich so für unsere Mama. Die haben bisher doch alle eine Macke gehabt, die Knüllche von Ramona. Denn hat der Udo doch bestimmt auch ein Triller unterm Toupet. Und was soll ich Ihnen sagen? Ein Samstagmorgen sagten sie, sie wollten mittags chinesisch essen gehen. Frühlingsrolle und Suzuki mit Morcheln, Haifischmauken, Suppe, diesen Käse. Und abends schön in der Disco. Aber er hätte den Tag vorher sein ganzes Bargeld ausgegeben. Sie wäre auch blank.
und ob ich sie nicht über das Wochenende 200 Mark mit aushelfen könnte. Na, ich hatte gerade noch einen Zehner, ne, sonst hätte ich bestimmt. Ach, macht nix, sagt Udo, dann rutsch ich eben schnell rüber nach Bochum und hol mir das Moos von der Sparkasse. Ich sag, mein lieber Scholli, wir haben heute Samstag, Wochenende. Da liegt der Kassierer von der Sparkasse am Sofa und ist Zigarren am Qualmen. Liest Krimi oder steht in seinem Hobbykeller rum. Ja, lacht er, aber für ihn hätten die auch Samstagmorgen offen. Setz sie im Wagen, braust los. Halbe Stunde später ist er zurück mit 500er in der Hand. Das heißt genau 4 blaue und einen kleingemachten. Und ab mit dem Moni beim Chinese. Nächsten Tag hat sie mir denn erzählt, wie das angeblich funktionieren täte. Nee, was er so da für einen Bär aufgebunden hatte. Ich sage, Ramona, sag ich, Kind, dein Udo spinnt. Der lügt, das ist ein wie heißt das, nicht Gabel, sondern ein Hochstapler ist der. Geld aus dem Automat. Tust du oben eine Mark drinstecken und kommt unten ein Hunderter raus, oder wie? Und so ein Blödsinn, glaubst du? Bei dir macht die Liebe nicht blind, sondern außerdem noch dämlich. Ich sag, das funktioniert umgedreht. Wenn's du am Wochenende zu viel Kohlen hast, und bei der Sparkasse ist keiner mehr da, dann kannst du das Geld als Bombe in einen Automaten drin schmeißen, aber doch nicht rausholen, außer als Gangster. Nee, da hätte der Udo eine spezielle Automatenkarte oder könnte auch seine Scheckkarte für nehmen. Diese brandneue mit der Piste, nicht, oder Magnetpiste, wie das da heißt. Und wenn er die in den Automat drin schiebt, könnte er von seinem Geld haben, wie viel er will. Ausgerechnet dein Udo, jawohl. Und das glaubst du, dass die Sparkasse Bochum für den ein extra Apparat anschafft? Ich sag, wenn es sowas gäbe, mein Kind, dann müsste das für alle da sein, für die ganze menschliche Allgemeinheit. Jo, wer ja auch. Für jeden, der so eine Karte hat. Ja, ich sag, und die können denn alle so viel von Udos Geld abholen, wie sie wollen? Nee, von ihrem Geld natürlich. Ich sag, ja, und du glaubst, das kann ein Automat auseinanderhalten? Welcher 100-Markschein in der Sparkasse wem gehört? Ja, sagt sie, weil der in diese Kontokarten vorher nachlesen täte. Ich sag, ja, da müsste der aber ganz schön blättern können, mein liebes Kind. Und dann noch ausgerechnet am Wochenende. Ich sag, Mädchen, jetzt stell mal vor, wenn der Udo bei dir da, ne, also wenn ihr beide oben in deine Stube seid, und du das Radio dann immer ein bisschen lauter drehst. Ja, komm, denk ja nicht, ich hätte das nicht schon längst gemerkt. Dann nehm ich in der Diele, stick um den Udo so einen Mantel von Haken, zieh den an, tu seine Mütze aufsetzen, hab mir mal vorher schon seine Karte stibitzt und stell mich jetzt so verkleidet vor den Automat, dass der denkt, ich wär Udo persönlich. Dann könnte ich doch ohne Einbrechen den sein ganzen Girokonto leer machen. Nee, sagt sie, dazu brauchte ich noch eine Geheimnummer. Und die täte der Udo noch nicht mal schriftlich aufheben, sondern nur in Kopf. Ich sag, ja, so sieht der auch aus, als ob der nix wie eine Nummer im Kopf hat. Geheimnummer, Geheimnummer. Ramona, tut dir das an nix erinnern? Wolltest du nicht nie wieder was mit Geheime zu tun haben? Lass die Finger von den Udo und seine Nummern. Da stimmt was nicht, das stinkt doch. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ramona weiß auch diesmal alles besser. Nächsten Freitag ist Standesamt und Samstag kirchlich. Aber wer dann nachher womöglich die Scheidung am Hals hat, diesen Automatenspezialist wieder ausbügeln kann, 3-mal dürfen sie raten. Tja, Junge, du, mein lieber Scholli.